Ja, der Song «Hingabe» ist auch wieder eine Herzenssache, wieder ein Herzenssong, wie der Song «Bei deinen Füßen». Ich würde sagen, er drückt vielleicht sogar ein bisschen das Ähnliche aus. Vielleicht nicht ganz, weil beim «Hingabe» geht es für mich noch mehr darum, dass ich mir Jesus wirklich verschenken will. Ich habe wirklich eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, nicht mehr für mich zu leben. Weil ich weiss, dass ich geschaffen worden und erlöst worden, um ihm zu gehören. Und ich habe eine Sehnsucht, dass mein Leben wirklich ein lebendiges Opfer wird für den Herrn. Damit ich jeden Tag neu mir ihm verschenke und sage, heute gehöre ich dir, was willst du mit mir tun? Und wir lesen ja im Römer 12, dass sagt der Paulus, es gibt kein angemesseneres Opfer, als ein lebendiges Opfer zu sein für den Herrn. Das ist eigentlich noch krass. Also es gibt keinen angemesseneren Gottesdienst, als dass wir uns Jesus persönlich verschenken. Und das ist eine wahnsinnige Aufforderung, weil eigentlich wollen wir ja ganz fest für uns leben. Wir wollen vor allem Sachen tun, die uns nähren, die uns gut tun. Und bei dieser Aufforderung, wo der Paulus das sagt, uns Jesus zu verschenken, geben wir uns das Recht auf und sagen wir, okay, ich entscheide mich jeden Tag neu entscheiden, auf den Altar mitzulegen, damit du mich brauchen darfst. Und das ist eine Herausforderung, weil wir jeden Tag uns neu für das entscheiden oder nicht. Also, wir sind ja lebendige Opfer, das heisst, wir können jeden Tag wieder wegrennen von diesem Altar. Wir können drauflegen und sagen, oh nein, ich will gleich nicht. Und springen wieder davon und sagen, heute lebe ich mal für dich, ich komme dann vielleicht morgen wieder. Und ich habe einfach eine Sehnsucht, das hat sich über die Jahre auch entwickelt, dass ich am Morgen oft aufgestanden und im Bett gelegen. Und darum fängt der Song auch so an. Am Morgen, wenn ich erwache, denke ich zuerst an dich. Dass ich oft einfach an Jesus gedacht und gesagt, Herr, da hast du mein Leben. Ich weiss nicht, wie das geht. Für dich, mir dir herzugeben. Aber ich will und brauche mich. Und ich will, dass du mein König bist. Und wenn wir begreifen, auch, dass Gott König sein in unserem Leben, dann müssen wir auch begreifen, dass ein König auch regieren will. Ein König, der nicht regiert, gibt es nicht. Ein König hat immer Königsherrschaft, darf immer befehlen. Ein König hat immer Autorität. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sind wir Königskinder. Und dann müssen wir lernen, dass das, was der König sagt, die besten Anweisungen sind für unser Leben und dass wir im Gehorsam und im Vertrauen ihm hinten anlaufen. Ich glaube, es gibt nichts mehr, was unseren König ehrt, wenn wir das lernen. Und ich persönlich bin dort wirklich auf einem Weg, mehr und mehr das zu lernen, dass mein König, mein Vater im Himmel, mir sagen darf, wie er es möchte haben und dass ich ihm nachfolge und ihm vertraue.